Ja, grüß euch benannt und herzlich willkommen zu Was mich sakrisch narrisch macht, dem Metal-Kasper-Format, in dem ich mich über alltägliche Scheiße aufrege, um es danach ins Internet zu rotzen. Leute, wir reden heute über ähm, Werbung. Disclaimer, ich bin mir der Ironie vollkommen bewusst, ne, auf einem YouTube-Kanal, der monetarisiert ist, sich über Werbung aufzuregen. Ähm, aber es muss raus, Leute. Kann nicht nur mir so gehen. Ne? Werbung ist Arsch geworden. Ganz ehrlich, was in den letzten 20 Jahren an Werbung rausgekommen ist gruselig. Zum allergrößten Teil. Ganz wenige Ausnahmen. Ich finde die Twix-Werbung super. Ihr wisst, welche ich meine, mit den zwei Dudes, die da beim Campen draußen sitzen, die Zwillinge und die Bären im Hintergrund. Die war seit langem mal wieder eine Werbung, wo ich sage, hey funny, da hat sich echt jemand was überlegt. Die geht mir nicht fürchterlich auf den Sack. Die kommt auch nicht zu viel. Die ist einfach, das ist angenehm. Ich fühle mich ein bisschen wieder wie in die 90er Jahre zurückversetzt, wenn ich die sehe. Ja, wo man auch ein bisschen weniger Fick gegeben hat, sich ein bisschen mehr getraut hat. Heutzutage ist Werbung, ich weiß nicht, wer auf den Trichter gekommen ist, einfach darauf ausgelegt, maximal nervig und maximal ins Gesicht zu sein und so viel wie möglich. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin kein so Werbekasperl, ich kenne mich da nicht aus. Das Einzige, was ich sagen kann, mich als Konsument schreckt's ab. Ich würde mir zum Beispiel, ich würde mir im Leben nichts bei Löwenanteil bestellen und wenn es das Letzte ist, was es zu fressen auf diesem Planeten gibt, ganz ehrlich, da fresse ich Katzenfutter vorher. Ja, hallo, wir sind Hinz und Kunz von Löwenhinterteil. Wir haben für nur 83 Euro in so und so viele Gläser geschissen und verschicken dir das jetzt. Ja, leck mich doch am Arsch. Was soll der Rotz? Ist ja schön und gut, ihr habt da Produkte, ihr findet das super, aber das muss jetzt nicht irgendwie jede Werbeunterbrechung sein, wenn ich auf YouTube schaue, oder? Es tut nicht Not. Und es ist halt so ein kleines Einmachglas. Dafür ist vollkommen überteuert. Das, was da drin ist, nur 3 Euro. Für bis zu so und so viel Portionen musst du dann Reis dazu kochen. Ja, geil. Die Menge an was auch immer da drinnen ist, mit Reis dazu koche ich dafür 1,50 Euro. Ohne Aufwand. Also wirklich nicht mehr Aufwand. In der Zeit, in der das Löwenanteil Glasel in der Mikrowelle rotiert, in der Zeit schmeißt ihr das Klump in die Pfanne, batsch, batsch, batsch und fertig ist es. Da ist nicht viel Magie dabei. Was wird da drin sein, wenn das ein Chili ist? Das längste, was es dauert, ist, dass vielleicht, wenn du willst, dass es geil wird, muss das eine Zeit lang Ei kochen. Und ich verspreche euch, das haben die da nicht gemacht. Ja, weil da ist Zeit nämlich auch Geld und die Energiekosten, die sie da brauchen, wenn sie das in der Fabrik machen. Wenn du das eine halbe Stunde weniger einkochen lässt oder überhaupt nicht, sparst du einen Haufen Pulver. Herzlichen Glückwunsch, schmeckt's halt nach Arsch. Ne? Ich bin sowieso ein Fan davon, selber zu kochen. Bei mir gibt es relativ selten fertige Sachen. Und wenn dann halt im Notfall. Zeitmanagement etc. bla bla, Erschöpfung. Jeder kennt's. Man kommt von der Malorene heim und hat einen besonders beschissenen Tag gehabt und denkt sich, ja, Herrgotts Himmel, na, heute wird nicht mehr gekocht. Heute, ich habe auch nichts im Kühlschrank irgendwie, jetzt müssen die losfahren und noch Ei kaufen und da muss ich mir überlegen, was ich will und dann, klar. Aber Leute, für solche Fälle lassen sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie billig Pizza-Baguettes im Sechserpack für was weiß ich was ne, 3, 4 Euro ins Tiefkühlfach schmeißen und dann hast für den Notfall hast was da oder irgendwie Yum-Yum-Nudeln oder sowas, ne? Da kann man ja praktisch schon auf winklerische Vorratshaltung zurückgreifen, sagen wir es aber so. Ne? Also diese Dinge, die
Rainer dazu auserkoren hat, seine einzige Nahrungsquelle zu sein. Retorten fertig, Fraß zum einfach nur gießen sie heißes Wasser drauf oder tun sie es für eine Viertelstunde in den Ofen und dann ist es verzehrfertig. Klar hat jeder im Haus und ich fresse das auch ab und zu. Aber mir macht Kochen Spaß und ich bin der Meinung, wenn ich selber kocht habe, weiß ich erstens, was drin ist. Zweitens ist es meistens im Vergleich deutlich günstiger als das Supermarktprodukt. Vollkommen klar, da muss auch eine Marge drauf. Und die kann es halt so machen, wie es mir passt. Ja? Und es macht Spaß. Ich koch fürchterlich gerne. Vor allem für andere Leute, aber für mich auch. Dementsprechend, aber Leute, kauft diese Scheiße nicht. 25 Mal gesund essen für 80 Euro. Ja, halt doch dein Maul. Jetzt wirklich nicht. Und vor allem, je mehr diese Werbung kommt, desto mehr denke ich mir so, irgendwie, keine Ahnung, die müssen verzweifelt sein. Offensichtlich verkaufen die ja nichts. Die ballern seit, was jetzt, 2 Jahren am laufenden Band. Du kannst nicht 20 Minuten irgendwo auf YouTube sein, ohne diese Kackwerbung zu sehen. Und dann kommen sie, da schaut's uns an, wir sind hier diese Start-up-Kaschballen. Wir sind so jung und hip und so cool. Wir wollen gar nicht nur euer Geld. Das ist, ich wette was, das ist so ein Ding, dass er sagt, wir wollen groß genug werden, dass wir die Aufmerksamkeit von Unilever oder Nestle oder so einen Scheißdreck erregen. Dann können wir den ganzen Puff hier für 2,50 Mark verkaufen, legen die Füße hoch und Arsch. Oder die machen so einen Exit-Scam wie diese anderen Trollos. Aber wie hießen die? Just Legends? Also ich hoffe, ich muss sagen, ich bin ja selber auch ein bisschen ein Werbeopfer. Um jetzt ein positives Beispiel zu bringen, ich zum Beispiel finde, Holy macht zu viel Influencer-Werbung. Wirklich zu viel. Also keine Ahnung, gerade in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, du siehst ja nicht einen Influencer, der, sagen wir mal, fünfstellige Abonnentenanzahl hat, der nicht irgendwo schon mal für Holy Werbung gemacht hat. Und ich bin der Meinung, das könnte man auch ein bisschen runterschrauben, wie es vielleicht dann die entstandene Ersparnis irgendwie an den Kunden weitergeben. Das war eine Sache. Weil man muss bei Holy schon auch irgendwie immer spielen. Also das ist im Endeffekt ist es ein Game. Du musst wissen, um dann mit dem besten Deal rauszukommen, musst du wissen, was nimm ich, welchen Code und welche Dinge. Aber immerhin ist es ein geiles Produkt, meiner Meinung nach. Also ich kaufe das Zeug fürchterlich gerne und mich haben sie gehuckt auch irgendwie. Aber klar, die Häufigkeit und die Penetranz spielt da auch mit rein. Allerdings machen die es halt so, dass sie nicht diese AdSense-Nummer machen, gegen die du dich nicht wehren kannst, sondern dass du halt, die sponsern halt Influencer und die schauen, dass sie sich glaubhafte Influencer suchen und Leute, die auch dafür bekannt sind, nur Werbung für Dinge zu machen, hinter denen sie auch stehen. Und dann bringst du noch ein halbwegs gutes Produkt raus und dann ist okay. Ne? Wie gesagt, könnte ein bisschen günstiger sein, könnte ein bisschen einfacher sein, könnte ein bisschen weniger sein, aber alles gut. Ne? Passt. Aber hier was Löwenanteil. Wir kaufen dein Auto. Ding habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Raid Shadow Legends, wo ist das eigentlich hin? Ne? Haben die den Exit-Games schon gemacht? Gibt es die Server noch? Oder haben die jetzt einfach genug Idioten gefunden, die ihnen ihr komplettes Nettogehalt jeden Monat in den gierigen Schlund schmeißen? Für wirklich eines der lächerlichsten Dreckspiele, die jemals erfunden wurden. Ich weiß es nicht. Aber die Nummer ist ja die, ich erinnere mich noch an YouTube-Zeiten, wo es auf YouTube noch keine Werbung gab. Wow. Aber die Nummer ist ja die, dass Werbungen ja dann oft auch noch
da kommen wir zum zweiten Teil meiner Beschwerde. Das erste war die Penetranz. Und das zweite ist, die Leute für dumm zu verkaufen. Das macht mich noch narrischer. Ganz ehrlich, wenn ich eine Werbung sehe, mir ist vollkommen klar, dass Leute Werbung machen müssen für ihre Produkte, ansonsten kauft das keiner. Aber wenn ich eine Werbung sehe und ich sofort den Eindruck bekomme, okay, da will mir einer für blöd verkaufen. Da beleidigt gerade jemand meine Intelligenz. Da macht mir das fürchterlich fuchsig. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass es genügend Vollidioten auf der Welt gibt, bei denen das auch funktioniert und die loslaufen und diese Scheiße kaufen, dann verliere ich irgendwann endgültig den Glauben an die Menschheit. Weil ganz ehrlich, letztes Jahr bestes Beispiel Dubai-Schokolade. Welcher Vollidiot zahlt irgendwie 15 Euro für, oder 20 Euro oder noch mehr für so eine scheiß Tafel Schokolade, bloß halt irgendwelche Deppen im Internet gesagt haben, oh, schau, ich bin extra nach Dubai geflogen, um den Mist zu kaufen. Diese Dinge, ich verstehe sie nicht. Alle Leute jammern, seit Jahren, zu Recht. Ja, Inflation, Rezession, Wirtschaftskrise, etc., etc., etc. Erst Corona, dann Ukraine-Krieg und Trump und was uns nicht alles da knechtet. Ja, dann muss ich doch nicht die Scheiße dann auch noch das wenige Geld, was ich habe, für so einen Müll rausschmeißen. Ich begreife das nicht. Nur damit man da. Ja, ich habe auch Dubai-Schokolade gefressen. Ja. Ganz ehrlich, wenn es wenigstens irgendein cooler Trend wäre. Wenn es irgendwas ist, wo man was mit machen kann. Ne? In den 90er Jahren waren Trends Snowboarden. Ne? Hat sich durchgesetzt, das machen die Leute heute noch. Ne? Müssen wir mal schauen, ob in 30 Jahren die Leute nur Dubai-Schokolade fressen. Ich wage es zu bezweifeln. Und irgendwelche Deppen auf Digitidogity und auf Instagram und hast mir nicht gesehen, verdienen sich dann innerhalb kürzester Zeit einen goldenen Arsch mit dieser Scheiße. Und gut, bei Dubai-Schokolade kriegst du ja wenigstens noch das, was versprochen ist. Das ist Schokolade mit Pistazienbarts. Ne? Hergestellt für 10 Cent, verkauft für 20 Euro easy. Aber wo ich richtig sauer werde, das sind die richtigen für Dummverkaufungswerbungen. Ihr kennt sie alle. Ne? Immer wenn es heißt, bis zu irgendwas. Dieses Shampoo entfernt bis zu 100% aller Schuppen. Was bedeutet das? Wer hat in Mathe aufgepasst? Wer hat in Mathe aufgepasst? Ich war kein Mathe-Crack, aber so viel hab ich noch drauf. Bis zu beschreibt einen Bereich, in dem Fall von 0 bis zu diesem Ding. Wenn ich also sage, dieses Shampoo beseitigt bis zu 100% deiner Schuppen, dann ist meine Aussage, es kann 100% deiner Schuppen beseitigen, wenn du Glück hast. Es kann aber auch 0% der Schuppen beseitigen. Im Endeffekt treffe ich eine absolute Nicht-Aussage über das Produkt. Und diese Vollidioten laufen los. Oh ja, da haben sie aber einen richtig schön aufgeschleckten Deppen gecastet, der mir das, der so cool mit der Hand durch die Haare fährt und wo keine Schuppen rauskommen, dann laufe ich los und kaufe die Scheiße, obwohl er vergleichsweise genauso wirkungsloses Produkt nebendran im Regal ungefähr 10% davon kostet. Wo wir bei den Haaren bleiben, ja, wenn sie dann irgendeinen Wannabe-Experten dahinstellen, irgendeinen Kasperl, den sie einen weißen Kittel angezogen haben, Looking at You, irgendwie Dude aus der Alpizin-Werbung oder Dr. Best. Was ist, der in der Tat bla 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 und dann zieht er da mit der Maus an irgendeinem auf irgendeiner Linie auf dem Bildschirm vollkommen nichts sagen. Die Leute denken so, ja, das wird spaßen. Also, wenn es so einfach wäre, würde draußen keine Blatter da mehr rumlaufen, aber ganz gewiss nicht. Dr. Best. Ja, ihr kennt doch die Dr. Da muss man sagen, das war eine beschissene Werbung aus den 90er Jahren. Da kommt dann der großväterliche Typ, ja, der Dr. Best, mit der Halbglatze und dem Pornoschnörres, dem Ergrauten, kommt daher und drückt seine tolle neue Zahnbürste
auf eine Tomate. Und sagt, das ist zum Schutz fürs Zahnfleisch da. Ja, ob du mich verarschen willst, habe ich gefragt. Was ist die Aussage? Ja, wir haben im Endeffekt, wir haben billigeres Material genommen, um Kohle zu sparen für unsere Zahnbürsten. Und jetzt haben wir festgestellt, die haben so einen komischen Wobbel. Und jetzt haben wir uns was überlegt, wie wir das an dumme Idioten weiterverkaufen können, damit die uns mehr Geld dafür bezahlen, wie für die alten Zahnbürsten, die genauso gut waren. Einwandfrei. Ja? Und die sind jetzt in unterschiedlichen Farben. Richtig gut. Ja? Und die drücke ich jetzt hier, damit ich es zeige, drücke ich die hier auf eine Tomate. Weil wir ja alle wissen, eine Tomate und ein Zahnfleisch ist praktisch, besteht aus demselben Material. Ich weiß schon, heißt ja, wenn es die Tomate nicht kaputt macht, dann macht es das Zahnfleisch erst recht nicht kaputt, weil die Tomate ja viel empfindlicher ist. Ja, dann muss ich aber schon auch denken, wenn das nicht einmal einer Tomatenhaut einen Kratzer macht, wie will denn das dann den Dreck von meinen Zähnen runterkratzen? Wen wollen wir verarschen mit dieser Scheiße? Und warum funktioniert es? Ich begreife es nicht. Ja, Klaus Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen. Dein Name ist mir scheißegal und das bringt mir überhaupt nichts. Alter, ihr habt das, was das Gemüse beim Bauern aufgekauft, was aus irgendwelchen Gründen für den Verkauf im Supermarkt nicht geeignet war, habt das in den Mixer geschmissen und abgekocht und in der Glaselnei. Dafür kann ich gut mit meinem Namen stehen, aber da kann ich nicht den Preis dafür verlangen, ihr Arschlöcher. Gut, aber dann laufen die Leute wieder los und nur das Beste für mein Kind. Und natürlich Leute in solchen Situationen, wo sie so ein bisschen angreifbar sind, dann auszunehmen, ist natürlich einfach. Gerade junge Eltern, erstes Kind, man will keine Fehler machen, gehen wir lieber auf Nummer sicher, kaufen wir das gute Klump. Ist ja auch, ja, wenn man es sich leisten kann, ist ja alles gut. Aber es ändert nichts daran, dass es Abzocke ist und einfach eine offensichtlich dumme Werbung, durch die man schauen kann, wenn man für 5 Cent Hirn im Kopf hat. Und dann kommt wirklich, dann kommt das Allerdreisteste und den Leuten, die da drauf noch reinfallen, denen gehört es dann aber auch nimmer anders. Und das ist, wenn ein Produkt einfach nur umbenannt wird, aus welchen Gründen auch immer, weil sich ein gewisses Image gebildet hat vorher über das Produkt oder nur um danach dasselbe Produkt zum doppelten Preis zu verkaufen. Und dann erzeugt man einen künstlichen Hype und dann ist es trendy und dann kann man da auf einmal richtig abkassieren und die Leute laufen los und kaufen die Scheiße. Sie kaufen die Scheiße, als gäbe es kein Morgen mehr. Weil es cool ist, 10 Euro für einen halben Liter Kaffee zu bezahlen beim Starbucks. Alter, ist ja kein Kaffee. Ja? Es ist irgendein Pumpkin Karamell Swirl Latte Bullshit. Es ist ein Kaffee und keine 10 Euro wert. Scheißegal, wie oft die da irgendwie ihren zuckerversetzten Dünnschiss aus dieser Pumpflasche reingetan haben. Digga, ist eine Tasse Kaffee. Bowls, bestes Beispiel. Jahrzehntelang hat man im Restaurant einen gemischten Salat gekriegt. Der hat aber selten mehr wie 5 Euro gekostet, weil es eine Beilage war. Jetzt kriegst du denselben gemischten Salat, wo vielleicht oben nur 1, 2 Hähnchenstreifen oder vielleicht ein paar Brösel vom allerbilligsten Ziegenkäse drüber gebröselt werden. Denselben Scheiß, der vorher über Jahrzehnte lang als Beilage genommen worden ist. Oder von irgendwelchen Leuten, die dringend, die gemeint haben, sie machen jetzt die Power-Diät und sie essen bloß einen Salat, für 5 Euro verkauft wurde. Der kostet jetzt 15, 20 Euro, weil es auf einmal Bowl heißt. Und die Deppen laufen los und kaufen das, weil es Bowl heißt. Ich begreife es nicht. Wie brunzblöd kann man eigentlich sein? Geht man nicht ein? Es geht
mir nicht ein. Warum? Warum? Und wie gesagt, wir sind alle nicht unschuldig. Auch ich bin oft einmal irgendwie so ein Marketingopfer und denk mir dann, hast irgendwas gekauft und denkst ja danach, bist du eigentlich der allergrößte Vollidiot, der auf diesem Planeten rumläuft? Du hast diesen Dreck gekauft, den für ein Heidengeld, den du eigentlich nicht brauchst, weil du auf diese Werbescheiße reingefallen bist. Leute, schaltet immer, wenn irgendwo Werbung ist, euer Hirn ein. Ne? Und ich hoffe, über die wir noch nicht gesprochen haben, die richtigen Betrüger, ich hoffe, da seid ihr schlau genug, dass ich euch das nicht erzählen muss. Ja, da ist YouTube auch so Experte, kriege ich in letzter Zeit ganz viel, wenn ich mir irgendwelche YouTube-Videos anschaue, wo ich mir irgendwie informiere über Zeitgeschehen, Politik etc. bla bla, dass die dann, diese Betrüger, kommen in die Gruppe, das ganze Klump. Weil wer da drauf reinfällt, also ganz ehrlich, ich hoffe, es befindet sich nicht in meiner Community. Wenn du, vor allem bei denen ist auch lustig, wie sich das in den letzten Jahren geändert hat. Die Leute wissen, okay, die Menschen haben nicht mehr so viel Erspartes auf dem Konto. Vor ein paar Jahren, vor 5, 6 Jahren, vor der Pandemie hat es noch geheißen, ja, wenn du heute 10.000 Euro investierst, dann sagen wir da hier am besten bla bla bla, komm zu uns, mach unseren Workshop und sowas, bla bla. Und heutzutage sind wir schon auf 1.000 Euro runtergegangen, weil die genau wissen, die Leute, die sie da abzocken wollen, die haben keine 10.000 Euro auf dem Konto, um das in ihren Scam einzuschleusen. Ne? Das sind die ganzen ApoReds zusammen, Decius und dieses ganze Xox. Ne? In diesem Sinne. Leute, lasst euch nicht verarschen. Ich hoffe, dass das heute noch rauskommt. Ich nehme das jetzt hier am Samstagvormittag auf. Im besten Fall wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Im schlechtesten Fall, im nicht ganz so guten Fall wünsche ich euch eine angenehme Woche und im schlechtesten Fall wünsche ich euch dann doch wieder ein angenehmes Wochenende. Macht es gut, haut es rein, genießt das schöne Wetter. Baba.